Hallo zusammen. Ich kann es fast nicht aussprechen. Wenn ihr das hier seht, dann habe ich die Live-Show überlebt. Dann ist alles okay gegangen, ich bin nicht gestorben. Aber ich tue euch auf jeden Fall jetzt dokumentieren, wie so der Verlauf ist von meiner ersten Podcast-Show. Ich habe einen Podcast, er heisst «Los einmal». «Los einmal meinen Podcast». Das ist alles, was ich bis jetzt habe, was ich sagen werde. Und jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen Blockade, weil eigentlich habe ich schon mit ganz vielen Leuten darüber geredet, was ich so low-key sagen und was so der Plan ist. Aber so, das so aufschreiben, ich schreibe auch, also ich kann euch mal etwas zeigen, was ich sonst aufschreibe für so eine ganze Stunde reden. Eine Seite einfach so. Das ist nur so Stichworte, damit ich halt so einen roten Faden habe. Darum ist es recht schwierig für mich, aber ich weiss, ich muss es genauer aufschreiben, weil sonst verkacke ich. Weil ich jetzt so ein bisschen Blockade habe, mache ich so Moodboard-mäßig. Es ist übrigens in 3 Tagen. Es ist der nächste Tag und wir sind nicht viel weitergekommen. Ich will jetzt einfach mal straight up mit euch. Es ist mega cringe irgendwie. Das ist meine Kreation von gestern. Aber ich bin so nervös. Ich war bis jetzt zum Glück nie nervös gewesen. Und jetzt fängt es halt einfach an, aber ich glaube, das ist auch okay. Und das ist, was ich mir bis jetzt für die Live-Show aufgeschrieben habe. So und so. Und oh mein Gott, und was mich übrigens auch richtig stresst, wir machen Goodie Bags. Jede Person kriegt ein Goodie Bag von einem well-known Sponsor von mir. Das Ding ist, wir müssen die selber noch einpacken. 300 Goodie Bags, gell? Ich mache noch ein Kärtchen rein, alles. Und das Zeug ist noch nicht angekommen. Wie sehen 300 Goodie Bags aus? So, hat das alles in einem Autoplatz? Muss ich 4 Autos organisieren? Muss ich irgendwie... So, ich habe keine Ahnung. So Leute, ich bin jetzt bei meinem Management mit der Tilda, weil meine Mutter ist nicht daheim, um auf sie zu schauen. Wir tun jetzt Goodie Bags einpacken. Aber das Ding ist, wir wissen nicht ganz, ob Goodie Bags, also ob Bags mitgeliefert worden sind oder ob nur der Inhalt geliefert worden ist. Und wenn nicht, dann muss ich jetzt irgendwie noch 300 so Bags finden irgendwo. Zille! Willst du Rechnung-Make-up? Schau mal, das ist für die Wimpern. Also wenn jemand Sky High will, wir haben ein bisschen Sky High. Ist das von ein neues Lied vom UFO? Oder ein bisschen Lipgloss. Oh shit, Alter. Ja, was hast du erwartet? Oder höher, aber nicht auf... Du verstehst, du kannst das gar nicht nachvollziehen. Aber ich find's geil. Ja, viralste Mascara auf der Welt. Viral? Ja, viral. Wir wollen alle so viel von denen daheim haben. Wir haben keine Tasche. Ich muss Taschen finden, Leute. Und jetzt gehen wir auf die Suche. Das Problem ist, wie willst du einfach so auf Chill 300 gehen? Das ist nicht so einfach. Schaut sich da im Spiegel an. Da ein paar... Oh. Oh. Übrigens, schaut mal, was sonst noch reinkommt. Okay, wir sind fündig geworden. Beziehungsweise der Ramon hat für mich müssen. Ich bin mit der Tilda schön brav vorne draußen gewartet und er hat da... Jetzt haben wir Papiersäcke für so... Wie viel? 230 Stutz oder so? Das ist chillig. Wehe, ihr werft die weg, Bro. Könnt die wiederverwenden, bitte. Zack. So fängt es an. 300 Mal. Progress. Wir wollen einfach nicht darüber reden, dass es so viele verschiedene Sorten von Bags sind. He? Sorry Leute, es hat keine andere gehabt. Ist so mehr? Der Erik ist der Hundesitter. Ja. Ja, wir lieben uns, ich weiss. Es kommt überall noch so eine Karte rein. Es sind anscheinend 300 Goodie Bags. Keine Ahnung, ob das passt. So, das sind alle unsere Stationen. Und die müssen irgendwie in 100 verschiedene Autos aufgeteilt werden. Guten Morgen. Es ist der Tag vom Geschehnis. Und nachher zu der Steffi, zu meiner Coiffeuse. Und sie tut mir die Haare machen. Ich habe noch kein Outfit. Die Kriterien für ein Outfit sind, man stinkt nicht so fest oder nicht so schnell drin. Stinken würde ich sowieso vor Stress. Aber so möglichst wenig. Bequem zum Hocken, weil ich hocke. Und ja, nicht zu crazy und nicht zu gammelig. Auch so normal. Ich glaube, ich lege da so kleiner Hofnarr. Ich fühle voll den Hofnarr-Vibe. Ich lege das aber definitiv noch nicht jetzt an, weil dann mache ich es dreckig. She ran thick like carnival and did the impossible. Oh! Ah, ich habe das Gefühl, ich habe etwas vergessen. Leute, letztes Mal habe ich, also schon länger, habe ich mal einen schlafenden Schwan gesehen. Auch da schläft jetzt anscheinend auch, gell? Und ich habe gemeint, der ist tot. Aber dort einen schläft auch einer. Finde ich nicht in Ordnung. Finde ich absolut nicht in Ordnung. Ich bin 20 Minuten zu früh. Wir schneiden noch ein bisschen random. Steffi heisst jetzt auf Insta Zrblon. Das heisst Zürichblond. Ja, ich weiss. Jetzt geht's weiter. Danke, liebe Steffi.
Wir sind jetzt da. Das ist Jamie. Es sind nachher noch Bags geliefert worden. Ich habe es mega cool gefunden. Der Raman ist mega happy, dass er einen ganzen Nachmittag... Kannst du echt da das Foto einblenden aus dem Mikro? Also sorry Maybelline, wir haben es nicht extra gemacht. Jetzt zeige ich euch die coole Location. Ja, da komme ich dann raus. Und dann sind da einfach, da bin ich. Und da, okay, da denkt man sich ja schon Hilfe. Da hat es dann Leute hinter mir, neben, oben, bis... Nein, dort oben kann es glaube ich keine Leute haben. Bis da. Dort oben. Hallo, Bursche. Da sitzt dann Emma. Oh, sie ist speziell belichtet, hä? Die erste ist nachher so. Ich habe kein Gesicht mehr, das ist ganz dumm. Dort oben hat es noch so einen Bildschirm. Ups. Angry, stop. Ich kann mir nicht schneiden, ich kann nicht ernst machen. Ich kann doch nicht so tun, als wären da jetzt viele Leute. Ich schminke mich jetzt nochmal neu, Leute. Das bringt so nicht viel. Leute. Hä? Wollen wir da essen? Jetzt schon? Ja, ich komme. Also du musst nicht stressen. Mal, was gibt's? Moussaka. Was ist das? Wieso? Griechische Lasagne. Ah, wieso weißt du das? Hast du das vorher schon gewusst? Mr. Worldwide. Käse, Cola, Water, Kack. It's Mr. 305, Mr. Worldwide, back at it again to let you know. I just came to remind y'all. Que se culo bota caca. Leute, sie haben einfach eine Torte gebracht. Mit meiner Fresse. Ja. Oh mein Gott. Dich darf man nicht filmen. Nein. Also ich laufe jetzt einfach einmal durch. Emma, wenn du das siehst, ich habe Angst und ich bin nervös. Ich bin schon viel Glück von dir. Ich sehe euch einfach da. Ja, die sehen alle nett aus. Da bin ich froh, dass die vorne sind. Wir sind vor 3 Stunden für mich da angefahren. Ja, wärst du ein bisschen früher abgefahren? Wir sind um 3:30 losgefahren. Und du mit der scheiß Kamera. Geld, nein. Nein. Ich bin auf der Straße. Hey, übrigens, ich habe vorher gesagt, ich muss schiessen. Das ist mein Job im Fall. Du brauchst sowas von dir falsch. Aber schwerer machen. 1, 2, 3. Oh mein Gott, Emma, die stehen alle hier an für dich. What the fuck? Oh mein Gott, Emma, das ist fucking crazy. Die Leute sind alle. Schau mal. Die sind alle im Anstehen für dich. Sorry, aber du hast so gut gemacht. Du hast so gut gemacht. Wir sind so stolz auf dich. Wo ist sie? Stolz am Ammo. Da bist du, Emma. Dort am gleichen Fleck. Man sieht es nicht. Sieht man sie nicht? Nein, doch, ich habe sie gesehen. Ich habe sie gesehen. Tot. Wie fühlst du dich? Ich mag nicht mehr, aber es sind alle nette Leute, aber ich mag nicht. Okay, gute Nacht. Tschüssi. Hoi. Es ist der Tag danach und ich sage es euch, ich war den ganzen Tag nur tot gewesen. Boah. Also das ist schon crazy, glaube ich, fürs Hirn. Das ist halt voll eine unnatürliche Situation, oder? Wir haben ja, wo die Show fertig war, habe ich noch Goodiebags verteilt und dann bin ich einfach noch dort gewesen für alle, die reden wollten. Und Bro, einfach nur schon dort so, oh, hoffentlich finden sie mich jetzt nicht blöd und mit allen, ja, hoi. Und das mache ich ja mega, also es war mega toll gewesen und alle waren mega lieb gewesen. Aber es ist, glaube wirklich so, für mein Uga-Buga-Brain ist so, what the fuck ist passiert? Darum so, gestern ist, glaube so Adrenalin hat gekickt, so weißt, voll gut gelaufen und es war auch nicht anstrengend in diesem Moment. Aber jetzt, heute habe ich schon gemerkt. Oh Gott, ich muss euch noch zeigen, es haben ganz viele noch mehr etwas mitgebracht. Also ich zeige es natürlich nicht gerade im Detail. Und ich habe schon ein paar Sachen, mega viele haben mir so Essenszeug gegeben, so Schoki und so, habe ich schon gefressen. Schau, Alenia und Gabriela, da hat es noch Sachen, die ich habe alles in ein Ding mitgemacht. Das zeige ich jetzt aber auch nicht. Und mega viele Briefe und Bro, die Briefe sind zum Teil so lang gewesen,
dass ich dachte, oh mein Gott, ich fühle mich geehrt und gleichzeitig mega, habe ich fast ein schlechtes Gewissen, weil so, ihr kommt ja zum einen coolen Abend haben, den ich euch gebe und ihr gebt mir so voll, Alter, so aufwendig und mega schönes Zeug bastelt und oh mein Gott, jemand hat mir einfach ein Hufeisen geschenkt von ihrem Ross, wo sie geritten ist, wo gestorben ist. Imagine, so, wenn du das abgibst, also weißt du, das gibst du ja nicht einfach jedem. So, das willst du ja behalten. Ich fühle mich auch schlecht. Aber das ist voll auch krass. Ich bin nachher rausgelaufen und es ist einfach so kein... Also ich wusste, so, ich habe es gut gemacht und alle sind zufrieden und alle sind mega lieb gewesen. So rational gewesen, aber so emotional. Es ist einfach so ein Zombie. So müde und einfach so, es ist glaube ich wie so zu viel gewesen. Und alle, meine Friends und alle so, wow, mega gut. Und ich so, okay, keine Ahnung mehr, was ich geredet habe. Und jetzt so im Nachhinein kommt es dann so, dass ich auch so ein bisschen, mega cool und mega... Vor allem, ich war gar nicht so nervös gewesen, weil wir sind seit um 4 Uhr da und am 7 Uhr jetzt angefangen. Ich war gar nicht so nervös gewesen, eigentlich. Weil alle anderen sind so nervös gewesen für mich. Alle anderen, das Management und alle sind so, wow, ich bin schon, wow. Also, weil wir sind die ganze Zeit immer wieder raus und ab dem 6 Uhr war die Türöffnung und dann haben sie, ich will halt nicht rausschauen, weil ich gesagt habe, Bro, das kann ich nicht sehen, aber sie sind so schauen, wie viele Leute anstehen und wie viele Leute schon drinnen hocken und alle so, oh mein Gott, schieß mir jetzt in die Hose. Und dann bin ich halt so die ruhig gewesen. Und nachher sind sie halt alle hocken an ihre Orte und so und ich musste noch allein hinter der Bühne warten, bis ich angesagt wurde und rausgegangen bin. Dort, Bro, hätte ich fast angefangen zu heulen. Plötzlich bin ich halt so allein gewesen und ein bisschen nervös werden. Stimmt alle für mich, für den Publikumspreis von den Podcast Awards. Wir sind nominiert mit dem Podcast. Der Link ist in der Bio. Ihr müsst einfach auf den Daumen nach oben drücken. Wenn ihr auf dem Handy seid, muss man so ein bisschen runterscrollen und dann Daumen nach oben. Danke, Jeez. Macht einen Dab auf mich. Dann habe ich mir etwas verdammt Dummes eingebracht. Dann haben alle ein Foto mit mir machen mit einem Dab. Das war peinlich. Aber egal, Dabs sind cool. Tschüss.